Drill Sergeant Crickstell dachte, kein Rekrut könne überleben, bis der Mensch hereinkam, lächelte und sagte: »Fühlt sich wie zu Hause an.« Crickstell hatte in seiner 15-jährigen Karriere als Drill Sergeant genau 473 Rekruten gebrochen und er trug diese Zahl wie eine Auszeichnung. Nun, nicht buchstäblich. Das wäre lächerlich. Obwohl er erwogen hatte, sie sich auf seinen sekundären Manipulatorarm tätowieren zu lassen. Der Punkt war, dass er wusste, wie man weiche Spezies zum Weinen brachte, und bei den 7 Söhnen war er gut darin. Der Velian stand im Zentrum der primären Trainingseinrichtung der Galaktischen Militärakademie. Ganze 7 Fuß skaliertes Muskelgewebe und kaum zurückgehaltene Irritation. Seine gelben Augen überflogen die Morgenliste auf seinem Datenpad und seine Mandibeln klickten zusammen in dem, was nur als räuberische Vorfreude beschrieben werden konnte. 15 neue Rekruten, 3 Zenferi von ihren niedrig gravitativen Gartenwelten, 5 Kaxianer, die wahrscheinlich nie etwas Schwereres als einen Meditationskristall gehoben hatten, 2 Plenarier, die wahrscheinlich beim ersten Anzeichen von tatsächlicher körperlicher Anstrengung ohnmächtig werden würden, und seine Mandibeln klickten erneut. Ein Mensch. »Oh, wunderbar«, murmelte Crix, seine Stimme ein kratzendes Rasseln, das nahe Rekruten zusammenzucken ließ. Ein Todesweltenbewohner. Genau das, was ich brauchte, um meinen Morgen zu ruinieren. Sein Assistent, ein nervöser Plenarier namens Whisk, blickte von seinem eigenen Datenpad auf. »Sir, der Mensch kommt mit ziemlich beeindruckenden vorläufigen Ergebnissen, Bestnoten im Ausdauertest und, nun ja, eigentlich in allen physischen Kategorien. Sie alle haben auf dem Papier beeindruckende Ergebnisse. Whisk«, sagte Crick und winkte abfällig mit einer klauenbewehrten Hand. »Dann kommen Sie hierher, stellen fest, dass militärisches Training nicht dasselbe ist wie Gravity Ball mit Ihren Akademiefreunden zu spielen, und plötzlich bedeuten diese beeindruckenden Ergebnisse absolut nichts. Todesweltenbewohner sind am schlimmsten damit. Sie stolzieren hier herein und denken, ihre hochgravitativen Heimatwelten machen sie überlegen. Dann entdecken sie, dass Kampftraining Disziplin bedeutet, nicht nur rohe Gewalt.« Whisk gab ein unverbindliches Brummen von sich, das darauf hindeutete, dass er längst gelernt hatte, Crickstell vor der morgendlichen Trainingseinheit nicht zu widersprechen. Die Trainingseinrichtung selbst war ein Wunderwerk moderner Militärtechnik, was eine schicke Art zu sagen war, dass sie speziell dafür entwickelt wurde, Rekruten auf die effizienteste Weise leiden zu lassen. Der Hauptboden erstreckte sich in jede Richtung fast 200 Meter und war in Abschnitte für verschiedene Foltermethoden, Trainingsmethoden, Hindernisparcours, Kampfringe, Ausdauerstrecken und Cricks persönlicher Favorit, die Schwerkraftmanipulationszonen, unterteilt. Das Schwerkraftsystem war schön in seiner Einfachheit und absolut brutal in seiner Anwendung. Eingebettete Graviton-Emitter im Boden und an der Decke konnten die Schwerkraft von 0,5 Standard-Galaxis-Schwerkraft bis zum Dreifachen des Standards einstellen. Die meisten Spezies im Galaktischen Rat hatten sich unter Bedingungen nahe einem Standard G entwickelt. Plus oder minus 0,2. Das sorgte für bequeme universelle Trainingsbedingungen. Es sorgte auch für eine bequeme Möglichkeit, die Schwierigkeit heimlich zu erhöhen, ohne dass die Rekruten merkten, dass sie getestet wurden. Krexto liebte diese Funktion. Liebte sie so, wie ein Handwerker ein perfekt ausbalanciertes Werkzeug liebt. Er würde Rekruten bei Standardschwerkraft beginnen lassen, sie sich wohlfühlen lassen, sie denken lassen, dass sie gut abschneiden. Dann würde er sie ohne Vorwarnung auf 1,2 erhöhen, dann 1,5. Er würde sie kämpfen sehen. Sie sehen, wie sie ihre eigenen Fähigkeiten in Frage stellen. Sie sehen, wie sie sich fragen, warum alles plötzlich so viel schwieriger war. Die psychologische Kriegsführung war seiner Meinung nach genauso wichtig wie das körperliche Training. »Sir, die Rekruten versammeln sich«, kündigte Whisk an und deutete auf den Eingang, wo eine nervöse Gruppe von Aliens hereinkam, ihre Augen weit aufgerissen, als sie die einschüchternde Weite der Trainingseinrichtung sahen. Crickstell richtete sich zu seiner vollen Größe auf, knackte seinen Nacken,
was ein Geräusch wie brechende Äste hervorbrachte und erlaubte sich ein kleines Lächeln. Zeit, das zu tun, was er am besten konnte. Die Rekruten stellten sich mit unterschiedlichem Erfolg auf. Die Zenfari sahen aus, als könnten sie vor Angst ohnmächtig werden. Die Quilaxianer flüsterten miteinander, ihre kristalline Haut klingelte leise. Die Plenarier schwitzten bereits und das Training hatte noch nicht einmal begonnen. Und dann war da noch der Mensch. Private Jackson Torres stand am Ende der Reihe und Crixt musste zugeben, dass der Mensch nicht besonders beeindruckend aussah. Durchschnittliche Größe für seine Spezies, vielleicht 1,78 Meter oder so, dunkles, kurz geschnittenes Haar, braune Haut, braune Augen, die fast gelangweilt wirkten, als sie die Einrichtung musterten. Er trug die Standard-Trainingsuniform und im Gegensatz zu jedem anderen Rekruten in der Reihe zappelte er nicht, schwitzte nicht und sah nicht annähernd nervös aus. Das würde sich sehr schnell ändern. »Hört zu«, dröhnte Crickholds Stimme über die Einrichtung und mehrere Rekruten zuckten tatsächlich zusammen. »Ich bin Drill Sergeant Crix Toll und für die nächsten 8 Wochen gehöre ich euch. Euer Komfort, eure Würde, euer Wille weiter zu existieren. All das gehört jetzt mir. Einige von euch werden in der ersten Woche ausscheiden. Die meisten von euch werden es nicht über die 3. Woche hinaus schaffen. Und die wenigen, die sehr unglücklichen wenigen, die bis zum Abschluss überleben, werden hier als echte Soldaten abreisen, anstatt als die weichen, erbärmlichen Zivilisten, die ihr jetzt seid.« Er begann vor der Reihe auf und ab zu gehen, seine Klauen klickten auf dem metallischen Boden. »Es ist mir egal, was eure vorläufigen Ergebnisse sagen. Es ist mir egal, ob ihr Klassenbester an irgendeiner kuscheligen Akademie wart, aus der ihr gekrochen seid. Hier beweist ihr euch oder ihr versagt. So einfach ist das.« Seine Augen fixierten Torres. »Und es ist mir besonders egal, ob ihr von einer sogenannten Todeswelt kommt. Hohe Schwerkraft macht euch nicht automatisch zu einem Soldaten. Sie macht euch nur schwer.« Torres reagierte zu seiner Ehre nicht, zuckte nicht zusammen, glotzte nicht, blinzelte nicht einmal. Er stand einfach da mit demselben neutralen, fast schläfrigen Ausdruck. »Oh, das hier wird Crixt genießen zu brechen. Wir beginnen mit grundlegenden Aufwärmübungen«, kündigte Crexel an. Sein Ton machte deutlich, dass diese Aufwärmübungen alles andere als grundlegend sein würden. 50 Standardliegestütze, 50 Rumpfrotationen und ein 2 Kilometer Lauf um den Umfang der Einrichtung. Ihr habt 20 Minuten. Beginnt. Die Rekruten verteilten sich mit unterschiedlichem Enthusiasmus auf ihre Startposition, der von verängstigt bis absolut verängstigt reichte. Crix schlenderte lässig zum Bedienfeld an der Wand, den Rücken zu den Rekruten. Als sie mit ihren Übungen begannen, schwebte sein klauenbewehrter Finger einen Moment über der Schwerkraftkontrollschnittstelle E, bevor er zweimal darauf tippte. Die Schwerkraft erhöhte sich auf 1,5 Standard G. Die Wirkung war sofortig und ehrlich gesagt urkomisch. Bloom. Ein Zandteer, dessen Spezies auf einer Welt mit kaum 0,7 G entwickelt worden war, brach mitten im Liegestütz zusammen, mit einem Geräusch, das wie ein entweichender Ballon klang. Seine Unterarme, die seinen länglichen Körper ziemlich gut gestützt hatten, knickten plötzlich unter dem, was jetzt mehr als das Doppelte der Schwerkraft seiner Heimatwelt war, ein. »Was? Was passiert?« keuchte Plume. Sein Gesicht drückte sich auf den Boden. Hat mich jemand draufgesetzt?« »Weitermachen«, bellte der Rekrut, ohne seine Belustigung zu verbergen. »Das nennt man körperliche Anstrengung. Gewöhnt euch daran.« Rash, eine Quilaxianerin, deren kristalliner Körper sich normalerweise mit eleganter Grazie bewegte, schob sich nun durch Liegestütze, als würde sie sich durch Schlamm bewegen. Jede Wiederholung erzeugte ein knirschendes Geräusch, als ihre Gelenke gegen das erhöhte Gewicht kämpften. »Sir, ich glaube, es könnte etwas mit den Umweltsystemen der Einrichtung nicht stimmen. Das Einzige, was hier nicht stimmt, ist Ihr Fitnesslevel. Rekrut«, erwiderte er. »Kämpfen Sie sich durch.« Die anderen Rekruten ging es nicht viel besser.
Die Plenarier hatten ganz aufgegeben und lagen einfach auf dem Boden und atmeten schwer. Mehrere Quillaxianer hatten vielleicht 10 Liegestütze geschafft, bevor ihre Arme nachgaben. Selbst die Rekruten von Welten mit nahezu Standard-Schwerkraft kämpften, ihre Bewegungen träge und angestrengt. Und dann war da Torres. Der Mensch machte seinen 37. Liegestütz. Und er absolvierte sie nicht nur. Er machte sie mit tadelloser Form. Runter, hoch, runter, hoch. Ruhige Atmung. Kein Zittern. Keine Anstrengung. Sein Ausdruck hatte sich nicht von dem neutralen, leicht gelangweilten Blick verändert, den er seit seinem Eintreten trug. Krizels Mandibeln klickten verwirrt. Er blickte auf das Bedienfeld. Ja, definitiv 1,5 G. Die Anzeige war klar. Warum bewegte sich der Mensch also, als wäre er bei Standardschwerkraft oder sogar niedriger? Taurus beendete seinen 50. Liegestütz, sprang mit keinerlei Schwierigkeiten auf die Füße und ging sofort zu Rumpfrotationen über. Seine Bewegungen waren flüssig, kontrolliert, fast träge in ihrer mühelosen Erscheinung. »Rekrut Torres«, rief Kriegstall und ging auf den Menschen zu. »Sie werden in meiner Einrichtung nicht angeben. Das ist keine Vorstellung.« Torres pausierte mitten in der Rotation und blickte Kriegst mit echter Verwirrung an. »Sir, ich habe nicht angegeben, Sir. Ich habe nur die zugewiesenen Übungen mit doppelter Geschwindigkeit im Vergleich zu Ihren Mitrekruten absolviert, Sir. Ich entschuldige mich, wenn ich zu schnell war, Sir«, sagte Torres und er klang tatsächlich aufrichtig. »Soll ich langsamer machen?« Krigstalls Auge zuckte. Das war nicht die Antwort, die er erwartet hatte. Er hatte Arroganz, Überheblichkeit, vielleicht ein überhebliches Lächeln erwartet, nicht ein höfliches Angebot, schlechter abzuschneiden. »Mach einfach weiter«, knurrte Crooks Schwanz und winkte Torres weg. Der Mensch zuckte mit den Schultern und widmete sich wieder seinen Übungen. Bis zum Ende der Aufwärmphase waren die Ergebnisse katastrophal geteilt. Plume hatte vielleicht insgesamt 15 Liegestütze geschafft und lag nun auf dem Boden und gab Geräusche von sich, die darauf hindeuteten, dass seine Spezies möglicherweise keine Worte für dieses Ausmaß an Leid hatte. Ree hatte vielleicht 25 Liegestütze absolviert und sah aus, als könnte ihre kristalline Struktur vor Anstrengung zerbrechen. Torres hatte alle 50 Liegestütze, alle 50 Rumpfrotationen beendet und dehnte sich lässig, während er auf den Lauf wartete. »Sir«, flüsterte Whisk und erschien an Craigstales Ellbogen. »Vielleicht hat der Mensch eine Art, ich weiß nicht, Verbesserungstechnologie. Exoskelettunterstützung. Wir können es nicht sehen.« »Scanne ihn«, befahl Craigsile. Whisk tippte auf sein Datenpad und führte einen schnellen Biocam von Torres durch. Nach einem Moment blickte er mit weit aufgerissenen Augen auf. »Sir, er ist völlig unverändert. Keine Technologie, keine Verbesserung, nicht einmal Standard-Militärstimulantien in seinem System. Das ist einfach er.« Kriegstall spürte eine kalte Empfindung, die seinen Rücken hinunterkroch, was interessant war, da Relianer kaltblütig waren und solche Dinge nicht fühlen konnten. Er blickte zurück auf das Bedienfeld, dann auf Torres, dann wieder auf das Bedienfeld. »Führe eine Diagnose des Schwerkraftsystems durch«, sagte er leise. »Sir, führe eine Diagnose des Schwerkraftsystems durch«, wiederholte Kix und betonte jedes Wort mit der Präzision von jemandem, der zu ahnen begann, dass das Universum einen Witz mit ihm spielte. Whisk tippte mehrere lange Sekunden auf seinem Datenpad herum, während Krickal den anderen Rekruten befahl, sich für den Lauf in Position zu bringen. Schließlich blickte Whisk auf. »Sir, das Schwerkraftsystem funktioniert perfekt. Wir sind derzeit bei genau 1,5 Standard G mit 0 Abweichung oder Schwankung. Das System funktioniert genau wie vorgesehen.« Kixel sagte lange nichts. Er starrte einfach Torres an, der nun im Trab war, um seine Muskeln aufzuwärmen und aussah, als würde er auf eine gemütliche morgendliche Übung warten und nicht auf militärisches Training bei 50% erhöhter Schwerkraft. »Vielleicht«, schlug Whisk zögernd vor, »vielleicht sind Todesweltenbewohner fähiger, als die Trainingshandbücher vermuten lassen.« »Nein«, sagte Crick flach.
Ich habe schon Todesweltenbewohner trainiert. Krenati von Higi-Welten, Orzani von Heavy-Planet-Kolonien. Sie sind stärker, ja, aber sie spüren immer noch die Zunahme. Sie strengen sich immer noch an. Sie ignorieren sie nicht einfach. Auf der Strecke hatte Plume es endlich geschafft, sich auf die Füße zu ziehen und schlich sich mit der Gangart von jemandem, der in den letzten 10 Minuten 40 Jahre gealtert war, zur Startlinie. »Sir«, rief er schwach, »wird die Schwerkraftsituation vor dem Lauf behoben oder sollen wir den Tod jetzt akzeptieren und Zeit sparen?« »Die Schwerkraft ist in Ordnung, Rekrut«, schnappte er. »Ihre Konditionierung ist das, was gelöst werden muss.« Taurus, der dies zufällig mitbekam, blickte Plume mit etwas an, das Sympathie hätte sein können. »Hey, willst du, dass ich mit dir Schritt halte?« Manchmal hilft es, jemanden zu haben, mit dem man im Rhythmus bleibt. Plume sah Torres an, als hätte der Mensch ihm gerade angeboten, ihn auf dem Rücken zu tragen, während er mit Plasmagranaten jonglierte. »Du hast dich nicht angestrengt.« »Angestrengt womit?« fragte Torres, aufrichtig verwirrt. Rasch, die sich zur Startlinie geschleppt hatte, gab ein klingelndes Geräusch von sich, das wahrscheinlich quaxianisch für Lachen war, aber eher wie Schluchzen klang. Dieser Mensch ist entweder das zäheste Wesen, das ich je getroffen habe, oder er hat keine Nervenenden und kann keinen Schmerz empfinden. »Ich kann Schmerz sehr wohl empfinden«, sagte Torres fröhlich. »Das tut nur nicht weh.« Kicks Mandibeln klickten so schnell, dass sie fast vibrierten. So sollte das Training nicht laufen. So sollte nichts von alledem laufen. Der Mensch sollte sich anstrengen. Alle Rekruten strengten sich an, wenn er die Schwerkraft erhöhte. Das war der ganze Sinn der Sache. »Rekruten«, brüllte er. »Ihr habt 2 Kilometer zu laufen und ich bin großzügig. Also gebe ich euch 25 Minuten statt 20. Wer die Zeit nicht einhält, muss die gesamte Aufwärmsequenz wiederholen. Los!« Die Rekruten starteten in einem stolpernden, keuchenden Rudel. Nun, die meisten stolperten und keuchten. Torres begann einfach in einem leichten, nachhaltigen Tempo zu laufen. Seine Atmung war ruhig und kontrolliert. Kriegstoll beobachtete ihn und spürte etwas, das er seit 15 Jahren des Brechens von Rekruten nicht mehr erlebt hatte. Zweifel. Der 2-Kilometer-Lauf war eine Katastrophe gewesen. Wenn mit Katastrophe eine vollständige Auslöschung von allem gemeint war, was Kriegs zu verstehen glaubte, was das Training von Todeswelten betraf, hatte Torres in 11 Minuten und 43 Sekunden beendet. Bei 1,5, während er etwas summte, das wie eine Art menschliches Volkslied klang. Plume war als letzter ins Ziel gekommen, 24 Minuten und 59 Sekunden und kollabierte über die Ziellinie wie eine Marionette, deren Fäden durchgeschnitten worden waren. Rash hatte während des Laufs zweimal erbrochen, was diese faszinierenden kristallinen Pfützen hinterließ, die die Wartungsdrohnen immer noch zu reinigen versuchten. Krixel hatte die obligatorische 5-minütige Ruhepause damit verbracht, alle Diagnosen zu durchlaufen, die ihm zu dem Schwerkraftsystem einfielen. Er hatte die Emitter, den Stromfluss, die Kalibrierungssensoren, die Backup-Systeme, sogar die manuellen Override-Protokolle überprüft. Alles kam grün zurück. Perfekte Funktionalität. Das System funktionierte genau wie vorgesehen, was bedeutete, dass der Mensch einfach nicht in irgendeiner sinnvollen Weise von einer um 50% erhöhten Schwerkraft betroffen war. »Das ist unmöglich«, murmelte Crix und starrte auf sein Datenpad. »Das widerspricht der grundlegenden Physik. Er sollte müde sein. Er sollte wund sein. Er sollte etwas anderes sein als völlig in Ordnung.« Whisk, der Torres beim Dehnen und Plaudern mit anderen Rekruten beobachtet hatte, neigte nachdenklich den Kopf. »Sir, was wäre, wenn, und ich spekuliere hier nur, was wäre, wenn das für Menschen normal ist? Was wäre, wenn ihre Heimatwelt deutlich schwerer ist als unser Standard-G? Erde ist als 1,1 Standard-G klassifiziert«, sagte Kriegstell und rief Torres Akte auf. »Das ist schwer. Ja, aber nicht so schwer, dass 1,5 sich wie nichts anfühlen sollte. Die Rechnung stimmt nicht. Vielleicht ist die Klassifizierung veraltet.«
Galaktische Vermessungsklassifizierungen werden nicht veraltet. Es sind präzise Messungen. Selbst als Krix das sagte, spürte er, wie der Zweifel wieder kroch, kalt und unerwünscht. Er blickte auf den Hindernisparcours, eine wunderschöne Konstruktion aus Mauern, Seilkletterpartien, Gleichgewichtsbalken, Kriechabschnitten und Gewichtstragen, die Hunderte von Rekruten dazu gebracht hatte, ihre Lebensentscheidungen zu hinterfragen. Dann blickte er auf sein Bedienfeld. »Wir gehen auf 2G«, kündigte er an. Whisks Augen weiteten sich. »Sir, das ist ein ziemlicher Sprung. Die zentorianische Plenari überleben das vielleicht nicht buchstäblich. Dann werden sie lernen, sich schnell anzupassen. Kriegst.« Aber er machte sich eine mentale Notiz, das medizinische Team in Bereitschaft zu halten. Er war hart, nicht mörderisch. Rekruten, Hindernisparcours. Ihr werdet den gesamten Parcours absolvieren. Nichterfüllung bedeutet Wiederholung. Vorsätzliche halbe Anstrengungen bedeuten doppelte Wiederholung. Erbrechen auf der Ausrüstung bedeutet, dass ihr sie reinigt und dann den Parcours wiederholt. Fragen? Bloom hob schwach einen seiner Unterarme. »Ja, Sir. Können wir vor Beginn eine sofortige medizinische Entlassung beantragen?« »Nein, los.« Krikol tippte auf die Schwerkraftsteuerung. 2 Standard G. Die Wirkung war sofort und brutal. Jeder Rekrut außer Torres sah plötzlich aus, als wäre er von einem Frachttransport getroffen worden. Knie knickten ein, Rücken bogen sich. Riss fiel tatsächlich seitwärts mit einem kristallinen Krachen um. Das wäre wahrscheinlich lustig gewesen unter anderen Umständen. »Oh, bei den 7 Sonnen«, keuchte Blume. Sein Körper drückte sich flach gegen den Boden. Ich kann nicht einmal stehen. Meine Knochen komprimieren sich. Ich spüre, wie sie sich komprimieren.« Einer der Plenari begann zu weinen, nicht nur zu tränen. Volles Schluchzen. Ich will nach Hause. Ich will meine Familie. Warum dachte ich, das Militär wäre eine gute Idee? Kickstol wollte gerade zu einer Standardrede über mentale Stärke ansetzen, als er Torres bemerkte, der Mensch hatte innegehalten, sich umgesehen, seine leidenden Mitrekruten und dann mit einem Ausdruck leichter Neugier auf sich selbst geblickt. »Hu?« sagte Torres. »Haben Sie etwas angepasst? Fühlt sich ein bisschen anders an.« »Ein bisschen anders.« Krixels Mandibeln klickten wieder. Dieses unwillkürliche Zucken, das er bekam, wenn die Realität keinen Sinn mehr ergab. Torres ging. Tatsächlich ging er mit normalem menschlichem Schritt zum ersten Hindernis, einer 3 Meter Mauer, die Rekruten erklimmen mussten. Unter doppelter Schwerkraft war es nicht mehr als ein Berg. Er sprang, packte den oberen Rand und zog sich mit der lässigen Leichtigkeit von jemandem hoch, der eine grundlegende Übung macht. Dann ließ er sich auf der anderen Seite fallen und bewegte sich zum nächsten Hindernis hinter ihm. Blume versuchte immer noch aufzustehen. »Rekrut Blume«, rief Torres zurück. »Du musst deinen Schwerpunkt tiefer legen. Beuge deine Knie mehr. Verteile das Gewicht auf alle 4 Arme.« »Ich versuche es«, keuchte Klum. »Alles ist schwer. Meine Arme sind schwer. Mein Kopf ist schwer. Meine Reue ist schwer.« Torres joggte zurück. Was wieder? Joggen unter doppelter Schwerkraft, als wäre es absolut nichts. Und half Blume auf die Füße zu ziehen. »Komm schon. Ich halte dich bei den ersten paar Hindernissen im Takt. Konzentrier dich einfach auf das Atmen und bewege dich Schritt für Schritt.« Krikol beobachtete diesen Austausch mit dem dämmernden Schrecken von jemandem, der erkannte, dass er etwas Wichtiges grundlegend falsch berechnet hatte. Der räuspert sich. Hune war nicht nur von der Schwerkrafterhöhung unbeeindruckt. Er half anderen Rekruten. Er hatte genug freie Energie und Funktionalität, um Coaching anzubieten. Ray hatte es geschafft, sich aufzurichten und versuchte den Maueraufstieg. Sie schaffte vielleicht einen halben Meter, bevor ihre Arme nachgaben und sie zurückrutschte, wobei sie Kratzer im Verbundmaterial hinterließ. »Das ist nicht möglich«, schimpfte sie.
ihre Stimme verzerrt von der Anstrengung. Niemand kann diesen Parcours unter diesen Bedingungen absolvieren. Das ist dazu bestimmt, uns zu töten. Es ist dazu bestimmt, dich zu testen, korrigierte Krikal automatisch, aber sein Herz war nicht dabei. Er war zu beschäftigt damit, Torres zu beobachten, wie er Plume durch den Kriechabschnitt führte, einen stetigen Strom der Ermutigung aufrechterhielt, während er kaum schwer atmete. Die nächsten 30 Minuten waren eine Meisterklasse der Kontraste. Die meisten Rekruten waren auf Krabbeln, Erbrechen oder stilles Liegen und Nachdenken über die Lebensentscheidungen reduziert, die sie zu diesem Moment geführt hatten. 2 Plenari hatten ganz aufgegeben und weinten nur an der Startlinie. Risch hatte es durch 3 der 12 Hindernisse geschafft, bevor sie zusammenbrach. Torres absolvierte den gesamten Parcours in 18 Minuten. Dann, weil das Universum anscheinend beschlossen hatte, Kricel persönlich zu verspotten, ging er zurück und begann, anderen Rekruten zu helfen. »Ohrplume, lass mich deine Ausrüstungsweste abnehmen«, sagte Torres und schüttelte seine eigene Gewichtsweste ab und griff nach Plumes. »Konzentrier dich einfach darauf, deinen Körper zu bewegen. Ich trage beide.« Das ist gegen die Vorschriften«, keuchte Plume. Aber er fummelte bereits an den Westengurten herum. »Sir«, rief Torres zu Cricktill, »ist es gegen die Vorschriften, wenn ich den Parcours für mich selbst schwieriger mache, während ich einem anderen Rekruten helfe, Selbstvertrauen aufzubauen?« Crickall öffnete den Mund, schloss ihn, öffnete ihn wieder. Er konnte sich tatsächlich keine Vorschrift vorstellen, die das verbot, weil niemand jemals verrückt genug oder fähig genug gewesen war, es zu versuchen. »Mach, was du willst, Rekrut«, schaffte er es schließlich. Torres grinste, zog beide Gewichtswesten an, die nun insgesamt etwa 40 Kilogramm zusätzliche Masse unter doppelter Schwerkraft ausmachten, was effektiv 80 Kilogramm entsprach, und ging weiter, um Plume durch die Hindernisse zu begleiten. Er atmete nicht einmal schwer. Whisk erschien wieder neben Cricks Schwanz, sein Gesichtsausdruck irgendwo zwischen einem und einer existenziellen Krise. »Sir, ich habe Berechnungen durchgeführt. Wenn der Mensch unter 2G so funktionsfähig ist und die Erde offiziell als 1,1G aufgeführt ist, dann ist er entweder der absolut am besten trainierte Mensch, der existiert, oder die Klassifizierung ist falsch.« Krickstell beendete leise. Sie sahen beide zu, wie Torres Plume über die letzte Mauer hob. Beide trugen Gewichtswesten unter doppelter Schwerkraft, während sie über etwas namens Pizza plauderten und ob die Militärkantine eine anständige Version davon machen könnte. »Ich werde genau herausfinden, was die tatsächliche, räuspert sich, Schwerkraft der Erde ist. Kriegst. Das sind keine 1,1G Trainingsbedingungen, das ist etwas ganz anderes.« Auf dem Parcours hatte Torres gerade geholfen, Plume über die Ziellinie zu bringen. Der Zandari brach sofort zusammen. Alle 4 Arme weit ausgebreitet machte er dankbare, keuchende Geräusche. »Gut gemacht, Mann«, sagte Torres und klopfte Plume ermutigend auf die Schulter. »Du hast es geschafft. Das ist es, was zählt.« »Ich glaube, ich sterbe«, keuchte Plume. »Nee, du bist nur müde. Passiert jedem. Du bist nicht müde.« Taurus pausierte. »Wenn ich darüber nachdenke, meine ich bin vielleicht ein bisschen müde. Wie vielleicht so müde, wie ich es nach einem leichten Training zu Hause wäre.« Crickall hörte diesen Austausch und spürte, wie etwas in ihm zerbrach. Nicht physisch zerbrach, sondern mental zerbrach. Eine grundlegende Annahme darüber, wie das Universum funktionierte, zerbrach wie einer von Rashs kristallinen Knochen wahrscheinlich während dieses Laufs. »Whisk«, sagte er vorsichtig. »Was ist die maximal sichere Schwerkraftstufe für die Trainingsanlage?« 2,5 G, Sir. Darüber hinaus riskieren wir strukturelle Schäden und schwere Verletzungen bei den meisten Spezies.« Cricks Schwanz blickte Torres an, der sich wieder dehnte, völlig unbeeindruckt, und traf eine Entscheidung, die er wahrscheinlich bereuen würde. »Bereitet euch auf 2,5 Gramm vor«, sagte er Sasa. »Morgen machen wir vollständige Kampfsituationen. Wenn dieser Mensch so tun will, als gäbe es keine Schwerkraft, sehen wir mal, wie er sich schlägt, wenn alles mehr wiegt als er.«
Tag 2 des Trainings begann mit dem, was Krixt insgeheim Operation »Den Menschen brechen« genannt hatte. Er hatte den Abend zuvor damit verbracht, die Erde zu recherchieren, jede Akte, jeden Vermessungsbericht, jedes Stück Daten, das der Galaktische Rat über den Planeten hatte, aufzurufen. Die Zahlen sagten immer 1,1 Gramm. Die Zahlen waren eindeutig katastrophal falsch. Die anderen Ausbilder hatten von Torres gehört. Die Nachricht verbreitete sich schnell an der Militärakademie, besonders wenn die Nachricht einen Rekruten betraf, der doppelte Schwerkraft anscheinend wie eine leichte Unannehmlichkeit behandelte. Sergeant Thrall, ein massiver Corps Guard, der Spezialisten für schwere Waffen ausbildete, war früh aufgetaucht. Leutnant Vex, die fortgeschrittenen Taktikkurse leitete, lehnte mit verschränkten Armen an der Wand. Sogar Kommandant Oryx, der stellvertretende Kommandant der Akademie, war heruntergekommen, um zu beobachten. »Ich habe gehört, Sie haben einen Menschen gefunden, der die Physik nicht versteht«, brummte Thrall, seine Stimme wie mahlende Steine. »Das musste ich selbst sehen. Er versteht die Physik.« »Fein«, murmelte Chrysil. »Die Physik versteht ihn anscheinend nicht.« Die Rekruten kamen herein und es war sofort offensichtlich, wer das gestrige Training durchgemacht hatte. Plume bewegte sich, als wären alle Gelenke seines Körpers durch rostige Scharniere ersetzt worden. Rushs kristalline Struktur hatte sichtbare Spannungsrisse. Die Plenari sahen aus, als wären sie über Nacht 10 Jahre gealtert. Mehrere Rekruten trugen medizinische Stützspangen. Torres kam herein und sah aus, als hätte er den gestrigen Tag in einem Entspannungsbad verbracht. »Guten Morgen, Sir«, sagte Torres fröhlich und machte einen knackigen Gruß. Krixtalls Augen zuckten. »Heute werden wir vollständige Kampfsituationen durchführen. Sie werden mit 30 Kilogramm taktischer Ausrüstung ausgestattet. Sie werden einen feindlichen Umgebungsparcours absolvieren und Übungsdrohnen und scharfe Schussübungen mit Betäubungswaffen durchführen. Dies wird jeden Aspekt ihrer Kampffähigkeit testen.« Er hielt inne, um die Wirkung zu erzielen. Jeder Rekrut, der die Simulation nicht besteht, wird aus dem Programm gestrichen. Keine Ausnahmen, keine zweite Chance. Das erzeugte bei den meisten Rekruten das angemessene Maß an verängstigtem Wimmern. Torres nickte nur, als hätte Krixt ihm das Menü der Cafeteria vorgelesen. Kriktoll ging zum Bedienfeld, sich sehr bewusst, dass jeder Ausbilder im Raum ihn beobachtete. Seine Klaue schwebte über den Schwerkontrollen. 2,5 Garda maximale sichere Betriebsebene. Er tippte den Befehl ein. Die Veränderung war apokalyptisch. Bloom brach sofort zusammen. Alle Unterarme knickten ein. Nein, nein, nein. Ich kann das nicht noch einmal tun. Das ist jenseits von unzumutbar. Das ist Krieg. Das ist Training für den Krieg. Rekrut Krexel schnappte. Aber selbst er spürte die erhöhte Schwerkraft, die auf ihn drückte. Verianer stammten von einer 1,3 Gavs Welt. Daher fühlte sich selbst für ihn 2,5 G träge an. Seine Muskeln mussten härter arbeiten. Seine Atmung wurde bewusster. Die Plenars wurden auf den Boden gepresst, unfähig, auch nur den Kopf zu heben. Er gab Geräusche von sich, die darauf hindeuteten, dass ihre Spezies sehr kreative Flüche hatte. Ein Quillaxianer brach tatsächlich, kleine Risse bildeten sich in seinen kristallinen Armen durch den reinen Druck. Torres passte seine Haltung leicht an, rollte seine Schultern und lächelte. Er lächelte. »Oh, jetzt fühlt sich das mehr wie zu Hause an, Sassa«, sagte Torres, und er klang ehrlich glücklich darüber. Kriktoll hörte Thrill hinter sich ein würgendes Geräusch machen. Vex fluchte in 3 verschiedenen Sprachen. Kommandant Oryx starrte nur. Rekrut Torres, vorne und in der Mitte, befahl Krixt. Seine Stimme war angespannt, um die Fassung zu bewahren. Torres joggte hinüber, jogte bei 2,5-facher Standardschwerkraft. Der Mensch bewegte sich mit mehr Energie und Schwung in seinem Schritt als bei geringeren Schwerkraftstufen. »Sir, ja, Sir«, sagte Torres. »Ziehen Sie Ihre taktische Ausrüstung an«, sagte Krixtal und deutete auf das Ausrüstungsregal, wo 30 Kilogramm schwere Kampfanzüge hingen. Bei der aktuellen Schwerkraft wogen diese Anzüge effektiv 75 Kilogramm.
Torres ging hinüber, hob den Anzug mit beiden Händen, hielt inne und zog ihn dann mit der lässigen Effizienz von jemandem an, der eine Jacke anzieht. Er befestigte die Gurte, passte die Gewichtsverteilung an, überprüfte seine Ausrüstungstaschen und wandte sich wieder Crickstall zu. »Bereit, Sir.« Hinter Crickstall flüsterte Kommandant Orex: »Was zum Teufel ist dieses Wesen im Namen aller Gottheiten im bekannten Weltraum?« Der Kampfsituationsparcours war Cricks ganzer Stolz. Ein Labyrinth aus Korridoren, Hindernissen, Pop-up-Zielen und Übungsdrohnen, die Betäubungsrunden abfeuerten. Er war so konzipiert, dass er bei Standardschwerkraft herausfordernd war. Bei 2,5 G sollte er fast unmöglich sein. Torres betrat den Parcours. Was danach geschah, würde jahrelang in den Ausbilder-Lounges diskutiert werden. Der Mensch absolvierte den Parcours nicht nur, er dominierte ihn. Er bewegte sich mit fließender Grazie durch die Korridore. Seine verbesserte Ausrüstung machte ihn schneller, nicht langsamer. Als Übungsdrohnen auftauchten, schoss er sie mit präzisem Betäubungsfeuer ab, bevor sie ihn überhaupt anvisieren konnten. Er sprang über Hindernisse, die andere Rekruten nicht einmal erklimmen konnten. Er rollte sich mit den Schultern durch einen engen Kriechgang, während er 75 Kilogramm effektive Ausrüstung trug. Und er lachte. Er lachte tatsächlich, als hätte er Spaß. »Kontakt links«, rief Torres niemandem Bestimmten zu und drehte sich und schoss eine Drohne ab. Das ist großartig. Das ist genau wie die Kampfsituationen im Grundlehrgang, nur dass sich die Schwerkraft richtig anfühlt. Kriegsstil beobachtete den Bildschirm und verfolgte Torres' Fortschritt. Perfekte Genauigkeit, minimale Zeit, 0 Fehler. Der Mensch stellte Streckenrekorde auf, die Jahrzehnte Bestand haben würden. »Wie?«, sagte Thrill flach. »Wie ist das möglich?« »Das ist es nicht«, antwortete Vex. »Wir halluzinieren. Eine Massenhalluzination. Das ist die einzige Erklärung.« Kommandant Orik trat vor, seine vielen Augen auf den Bildschirm gerichtet. »Sergeant Krizell, was ist die tatsächliche Schwerkraftklassifizierung der Erde?« 1,1 Standard G, Sir, sagte Krizell, aber seine Stimme brach bei den Worten. Das kann nicht richtig sein. Nein, Sir, ich glaube nicht, dass es das ist. Torres kam 17 Minuten später aus dem Parcours, atmete etwas schwerer als normal, war aber immer noch voll funktionsfähig. Er hatte einen Parcours, der 45 Minuten dauern sollte, in weniger als 20 Minuten bei maximaler Schwerkraft absolviert und dabei Genauigkeitsrekorde aufgestellt. Er ging zu Cracksol, machte einen Gruß und sagte die Worte, die den Ausbilder in seinen Albträumen verfolgen würden. »Sir, gibt es eine Möglichkeit, den Schwierigkeitsgrad zu erhöhen?« Das hat Spaß gemacht, aber es fühlte sich ein bisschen zu einfach an. Ich schätze das Aufwärmniveau-Design, aber ich bin bereit für die eigentliche Herausforderung, wann immer Sie mit diesem Aufwärmniveau-Design beginnen möchten. Crycols Mandibeln hörten auf zu klicken. Sie froren einfach ein. Sein Gehirn hatte irgendwo zwischen zu einfach und tatsächliche Herausforderung einen Kurzschluss erlitten. »Torres«, sagte er langsam, vorsichtig, als würde er eine Bombe entschärfen. »Diese Einrichtung kann nicht höher als 2,5 Gramm gehen. Das ist die maximale sichere Betriebskapazität. Sie haben gerade eine Kampfsituation auf Expertenniveau unter erdrückender Schwerkraft mit perfekter Punktzahl abgeschlossen und Sie wollen, dass sie schwieriger ist.« »Oh«, sagte Torres und sah wirklich enttäuscht aus. »Ja, ich meine, wenn das Limit ist, dann ist das Limit. Es ist nur, wissen Sie, 2,5 ist immer noch unter dem, was ich gewohnt bin, also fühlt es sich leicht an. Aber hey, ich werde mit dem arbeiten, was Sie haben. Nicht Ihre Schuld. Die Einrichtung ist nicht für richtige Schwerkraft ausgelegt. Richtige Schwerkraft.« Die Worte hingen in der Luft wie eine Anklage. Krickstel drehte sich um und blickte die anderen Ausbilder an. Sie hatten alle denselben Ausdruck, den Ausdruck von Menschen, die gerade entdeckt hatten, dass alles, was sie zu wissen glaubten, falsch war. »Rekrut Torres«, sagte Kommandant Orik und trat vor.
Was genau ist die tatsächliche Schwerkraft der Erde? Torres blinzelte. Ungefähr 9,8 Meter pro Sekunde Quadrat. Sir, warum steht das nicht in den Akten? Prixel rief einen Umrechner auf seinem Datenpad auf. Er gab die Zahl ein. Er sah das Ergebnis. Er gab es erneut ein. Sicher, dass er einen Fehler gemacht hatte. 9,8 Meter pro Sekunde Quadrat übersetzt sich in ungefähr 1,73 Standardgalaxien G. Die Erde war keine 1,1 G-Welt. Die Erde war eine 1,73 G-Welt. Die Menschen lebten unter fast dem Doppelten dessen, was die meisten Galaxien als schwere Schwerkraft betrachteten. Und Torres hatte sein ganzes Leben unter Bedingungen trainiert, die die maximale sichere Kapazität dieser Einrichtung leicht erscheinen ließen. Wir haben ihn unter seinen normalen Bedingungen trainiert, sagte Krexel leise. 2,5 Gramm sind nur das 1,4-fache dessen, was er gewohnt ist. Für ihn ist das kaum erhöht. Der Raum war sehr still. Torres blickte die Ausbilder verwirrt an. Habe ich etwas falsch gemacht, Sir? Crixtel tat etwas, das er in 15 Jahren Militärdienst nicht getan hatte. Er setzte sich dort auf den Trainingsboden und legte den Kopf in die Hände. Seine Mandibeln klickten rhythmisch, eine Stressreaktion, die er sich vor Jahren abtrainiert hatte. »Sie schummeln nicht«, sagte er mehr zu sich selbst als zu Torres. »Sie sind einfach falsch gebaut, Sir«, fragte Torres. Und zum ersten Mal schlich sich Besorgnis in seine Stimme. »Geht es Ihnen gut? Brauchen Sie medizinische Hilfe?« »Ich brauche einen Karrierewechsel«, murmelte Krexel. Dann lauter: »Torres, erklären Sie mir im Detail, wie Ihr Grundlehrgang auf der Erde war.« Torres warf einen Blick auf die anderen Ausbilder, sichtlich verwirrt, warum das plötzlich relevant war, aber er zuckte mit den Schultern. Sicher, Sir. Der Grundlehrgang dauerte 8 Wochen in Fort Benning. Wir machten tägliche Läufe, Hindernisparcours, Kampfübungen, Waffentraining, Standardkram in Erdenschwerkraft. Präzisierte Kommandant Orex bei 1,73 G. Nun ja, sagte Torres. Ich meine, das ist einfach normale Schwerkraft. Wir hatten keine Schwerkraftmodulationstechnologie im Grundlehrgang. Wir trainierten einfach draußen in Georgia, das ziemlich normale Erdenschwerkraft hat. Vielleicht ein bisschen höher wegen der Höhe. Tatsächlich, schaute Krikto nach oben. Was war ihre tägliche Laufdistanz? Begann bei 5 Kilometern, steigerte sich auf 10 Kilometern bis zur 6. Woche. Läufe mit voller Ausrüstung waren normalerweise 8 Kilometer mit etwa 20 Kilo Ausrüstung. In 1,73 Gramm, wiederholte Crix nur, um sicherzugehen, dass er es verstand. Ja, Sir. Thorell machte eine Berechnung auf seinem Datenpad und seine Augen weiteten sich. Das entspricht dem Laufen von 14 Kilometer bei Standard G, während man 35 Kilogramm effektives Gewicht als Aufwärmübung für den Grundlehrgang trägt. Ich meine, es war ziemlich hart, gab Torres zu. Viele Jungs sind durchgefallen. Vielleicht 30% haben es nicht geschafft. Aber ja, das war nur der Grundlehrgang. Der fortgeschrittene Infanterielehrgang war härter. Härter, wiederholte Vex schwach. Es gibt eine härtere Version. Torres nickte enthusiastisch. Oh ja. Die fortgeschrittene Infanterie war brutal. Wir machten 20 Kilometer Märsche mit voller Kampfausrüstung. Das sind etwa 45 Kilo Ausrüstung. Hindernisparcours unter simulierten Kampfsituationen. Scharfschießübungen in allen Terrains, Bergen, Sümpfen, städtischen Umgebungen. Mein Favorit war der Gebirgskriegsparcours in Colorado, der sich in noch größerer Höhe befand, sodass die Schwerkraft etwas intensiver war. Das hat meine Ausdauer wirklich auf die Probe gestellt. Krixt hatte ein plötzliches, lebhaftes Bild von Torres als jungem Rekruten, der durch Berge unter erdrückender Schwerkraft rannte, die die meisten galaktischen Spezies zerquetschen würde, der Gewicht trug, das ihre Knochen brechen würde, und es als sein Lieblingstraining bezeichnete, weil es intensiver war. Das Bild ließ etwas Grundlegendes in seinem Verständnis von Todeswelten verschieben. Also, als sie hier ankamen,
sagte Krixtel langsam. Und wir trainierten bei Standard G, was für sie ungefähr das 0,58-fache der Erdenschwerkraft ist. Es muss sich angefühlt haben, als wäre ich auf dem Mond, beendete Torres. Ja, ehrlich gesagt, Sir, ich dachte, vielleicht würde die Schwerkraftplatte nicht richtig funktionieren oder so. Alles fühlte sich super leicht und schwebend an. Ich sprang höher als beabsichtigt und warf versehentlich Dinge zu hart. Es war eine ziemliche Umstellung. Und als ich es auf 1,5 G erhöhte, fühlte es sich besser an. Näher am Normalen. Immer noch etwas leicht, aber besser zu handhaben. 2 G. Langsam kam es nach Hause. Fühlte sich eigentlich ziemlich gut an. 2,5 G. Torres lächelte. Jetzt fühlte es sich wie ein richtiges Training an. Immer noch unter dem Erdnormal, aber zumindest in der richtigen Größenordnung. Es machte mich ehrlich gesagt ein bisschen heimatlos. Kommandant Orex setzte sich neben Crix Tal. Dann setzte sich Thrill. Dann Vex. 4 leitende Militärausbilder, die auf dem Boden einer Trainingseinrichtung saßen und einen Menschen anstarrten, der gerade beiläufig erklärt hatte, dass ihre maximale sichere Schwerkraftstufe ihn heimatlos machte. Ich trainiere seit 23 Jahren Soldaten, sagte Orik leise. Ich dachte, ich verstünde, was Todeswelt bedeutet. Ich dachte, es bedeutet aggressive Fauna, feindliches Wetter, gefährliche Mikroben. Ich verstand nicht, dass der Planet selbst aktiv versuchte, alles darauf jeden einzelnen Moment jedes einzelnen Tages zu zerquetschen. Und sie entwickelten Intelligenz unter diesen Bedingungen. Vex fügte hinzu: Sie entwickelten Zivilisation, während sie darum kämpften, aufrecht zu stehen. Jeder Schritt, jede Bewegung, jede Aktion erfordert fast doppelt so viel Energie wie wir. Krika blickte Torres mit neuen Augen an. Nicht mit der abfälligen Annahme eines zu brechenden Rekruten, sondern mit etwas, das an Ehrfurcht grenzte. Ihre gesamte Spezies ist auf Kampf ausgelegt, ohne es überhaupt zu versuchen. Ihre Knochen sind dichter, um die Schwerkraft zu bewältigen. Ihre Muskeln sind stark. Ihr Herz-Kreislauf-System ist effizienter. Sie sind biologische Panzer, die unser schweres Schwerkrafttraining als Erholung betrachten. Ich meine, ich würde nicht sagen Panzer, protestierte er. Wir sind ziemlich zerbrechlich im Vergleich zu vielen Spezies. Wir haben keine Panzerplatten oder natürlichen Waffen oder so etwas. Wir bewegen uns einfach, wissen Sie, okay. Sie bewegen sich besser als okay, brummte Thrill. Sie bewegen sich, als wäre die Schwerkraft eine höfliche Andeutung, die sie ignorieren können. Hinter ihnen hatte sich Plume endlich aufgerichtet, obwohl er tief bereute, diese Entscheidung getroffen zu haben. Sir, wenn der Mensch nicht kämpft, können wir vielleicht zur normalen Schwerkraft zurückkehren, damit diejenigen von uns, die keine Überlebenden planetarischer Kompression sind, weiter atmen können? Krextal erkannte, dass er die Anlage immer noch bei 2,5 G laufen ließ. Er stellte sie schnell auf Standard zurück und das kollektive Aufatmen der nichtmenschlichen Rekruten war fast laut genug, um zu hallen. Taurus sah seinerseits enttäuscht aus, als sein Gewicht plötzlich abnahm. Also, sagte Torres, was ist jetzt der Plan, Sir? Denn wenn diese Anlage bei 2,5 Gar ihren Höhepunkt erreicht und das immer noch unter der Erdnorm liegt, könnte ich vielleicht bei der Ausbildung der anderen Rekruten helfen. Ich könnte Techniken demonstrieren, um sich unter hoher Schwerkraft effizient zu bewegen, richtige Atemmethoden, Gewichtsverteilungsstrategien, Dinge, die wir als Kinder zu Hause nur zum Sport lernen. Cricks Schwanz richtete sich langsam auf und bürstete seine Uniform ab. Sein Weltbild war in 2 Tagen zerbrochen, rekonstruiert und wieder zerbrochen worden. Aber er war ein Militärausbilder und die Anpassung an neue Informationen war buchstäblich Teil seiner Stellenbeschreibung. Ja, sagte er entschlossen. Ja, genau das werden wir tun. Torres, ab sofort. Sie sind ein stellvertretender Ausbilder für Kampftraining unter hoher Schwerkraft. Sie werden Rekruten darin schulen, wie sie funktionieren, wenn jede Bewegung sich anfühlt, als würden sie ihr eigenes Körpergewicht als zusätzliche Fracht tragen. Wirklich? Torres hellte sich auf. Das wäre großartig, Sir. Ich wollte schon immer helfen. Es war irgendwie frustrierend, alle mit Dingen kämpfen zu sehen, die sich für mich normal anfühlen.
Zusätzlich fügte Commander Orex hinzu, der ebenfalls aufstand. Ich werde dem Galaktischen Kommando empfehlen, die Klassifizierung der Erde zu aktualisieren. 1,1G ist nicht nur ungenau, es ist gefährlich irreführend. Jede militärische Operation, die davon ausgeht, dass Menschen unter diesen Bedingungen operieren, wird ihre Fähigkeiten stark unterschätzen und ihre Grenzen überschätzen. Vex fügte hinzu: Wenn Torres durchschnittlich für Menschen ist, und ich vermute, das könnte er sein, dann haben wir eine ganze Spezies von geborenen schweren Infanteristen als moderate Todeswelten eingestuft. Kriegst blickte auf sein Datenpad, auf die Datei, die Torres als nur einen weiteren Rekruten auflistete, und machte sich eine Notiz, ihn nicht auszuscheiden, ihn nicht zu brechen, sondern von ihm zu lernen. Also gut, Rekruten, rief er. Seine Stimme gewann ihren üblichen befehlshaberischen Ton zurück. Die Pause ist vorbei. Torres, nimm Plume und die anderen Centauri durch grundlegende Bewegungsübungen. Zeige ihnen, wie man atmet und sich effizient bewegt, wenn sich ihr Körpergewicht verdoppelt. Der Rest von euch Standard-Schwerkrafttraining, bis ihr 1,2 ohne Zusammenbruch bewältigen könnt. Als die Rekruten zu ihren Aufgaben zerstreuten, joggte Torres mit echtem Enthusiasmus zu Plume, um ihm zu helfen. Krixto spürte etwas, das er seit sehr langer Zeit nicht mehr gespürt hatte: Demut. Er hatte 15 Jahre damit verbracht, Rekruten zu brechen, zuversichtlich in seinem Verständnis von körperlichen Einschränkungen und militärischem Training. Es brauchte einen Menschen, eine fröhliche Unmöglichkeit aus einer erdrückenden Todeswelt, um ihm zu lehren, dass es Fähigkeitsstufen gab, die er sich nie hätte vorstellen können. Sergeant Torres rief über: Soll ich Ihnen die Atemtechnik beibringen, die wir für das Laufen in großer Höhe verwenden, oder sollen wir mit der grundlegenden Haltung zur Lastenaufnahme beginnen? Beginnen Sie mit der Haltung, antwortete Kixto. Dann arbeiten wir uns zum Atmen vor. Und Torres: Jawohl, Sir. Danke, dass Sie mich daran erinnern, dass das Universum voller Überraschungen ist. Tres grinste. Jederzeit, Sir. Das ist es, was wir Todeswelten am besten können. Und als Kriegstell zusah, wie der Mensch beibrachte, wie man das Gewicht über mehrere Gliedmaßen verteilt, während er über das richtige Verhältnis von Cardio zu Krafttraining auf Welten mit hoher Schwerkraft diskutierte, fasste er einen privaten Schwur. Nie wieder würde er annehmen, dass das Trainingshandbuch ihm alles erzählte, was er über eine Spezies wissen musste. Manche Lektionen erforderten offenbar Schwerkraft. Viel Schwerkraft.